Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Und wie versprochen, widmen wir uns jetzt wieder der Jagd auf Valiga Kortala. Dafür müssen wir jetzt aber durch die Treppe hochgehen. Oh, so welchen bin ich in Israel auch hochgelaufen, so eine Naturtreppe bei Gamla, das war die Qual der... Oh, das war echt mein Tod. Ihr könnt ja den Zauberer, die noch Valiga suchen, nicht wahr? Ja. Aber ihr werdet dann nicht verletzt. Angriff, zum Angriff! Okay. Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. So. Okay. So. 3200 Erfahrungspunkte, das ist nicht schlecht. Ich würde aber sagen, wir lösen das auch auf die ekelhafte Version. So. Wir sind schließlich eine böse Gruppe. Und Valiga Kortala ist ein chaotisch guter Waldläufer. Und ich würde sagen, das liegt nicht in unserem Sinn, den guten Mann zu retten. Wir sind eher nur an Profit interessiert. Wir sind ja böse Abenteurergruppe. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. So, der hat noch ein bisschen Schampel bei sich. Ja, Abil? Ich muss dazu sagen, man kann das auch gütlich und echt freundlich regeln, das Ganze. Ja, schlucken wir lieber einen Trank. Jetzt warten wir noch, bis der sich wieder beruhigt hat. Ja, man kann das eigentlich auch gütlich und freundlich regeln, das Ganze. Ich hätte jetzt auch den Kampf mit den Waldläufer nicht zetteln müssen. Definitiv nicht. Aber... da wir, wie gesagt, eine böse Gruppe spielen, habe ich doch großes Interesse daran, das so ekelhaft wie möglich zu lösen. So. Okay, der hat sich wieder beruhigt. Dass der war hier in den scheiß Doreikfalle ist, naja, egal. So, jetzt haben wir wieder unsere Gruppe beisammen. Was gibt's? Du erkundest noch ein bisschen. Da Da ist noch ein Puma, der einen Hirsch attackiert. Naja, attackieren wir mal den Puma. So. Etwa, wenn wir es können. So. Jetzt haben wir der gute Beute noch zur Flucht verhelfen können. Das heißt, der ist heute mal nix, der Puma. So, und das Tierle, das darf weiterleben. So, dann ist hier noch ein großer Hirsch. Dann können wir hier noch das Gebiet noch dort drüber erkunden mit einer Felsplateaus. Da kommen wir nämlich hier beim Mardulf und seine Leute raus. Ach, die schon wieder. Nachgedacht, die in euren Adern fließt. Haus raus. Wenn man durch eure Ambitionen arg stachelt, Abdel Adrian, ist so eine Lust tief in euch, die simple Leidenschaft übersteigt. Habt ihr das Begehre über andere als Eroberer und Meister zu herrschten? Ja, ich mach Macht lange durchaus, ja. Mit dem Charakter schon. Ich meine, ein Halbling, der hat auch was zu kompensieren. Ihr wollt Macht erlangen, oder? Ich denke, dass es widerwärtig ist, wenn ein nichtswürdiger Mann sich über seinen ihm arg stammte Platz erheben will. Im Vergleich zu Shah oder Lolth seid ihr nichts. Okay. Das nehme ich jetzt mal so hier. Die wird ja wohl wieder arg schleimt kommen. Man kennt es ja, sie keift rum und dann kommt sie wieder arg schleimt. Ja, ich weiß. Ja, aber die zählt ja nur zwei weibliche Gottheiten auf, die auch noch ziemlich streng und herrisch sind. Vor allem Lolth ist eine sehr, sehr herrische Gottheit. Und auch noch eine Dämonin, muss man auch dazu sagen. So, jetzt sind wir hier im Haus gelandet vom Valiga Kortala. Ja. Und jetzt könnten wir, ja... Jetzt könnten wir auf was sehr Interessantes stoßen. Er wird uns nämlich ein paar Infos geben, weswegen er überhaupt von der verhüllten Magier gejagt wird. Das geht entweder mit ihm in unserer Gruppe, aber ein chaotisch guter Waldläufer, der wird nicht so lange in unserer Gruppe überleben. Oder wir machen einen Kalt und bringen ihn zu der verhüllten Magier. Oder wir machen was anderes. Ja, ich bin noch immer da. Hey du, noch mehr Verhüllte und der Diener, kein Zweifel. Bei der Götter, ich schwöre in dem Leben, wenn er mich nicht in die verdammte Sphäre mitnehme. Die hat nichts von einer Sphäre gesagt. Wovon sprechen wir dann? Vor Woche ist in das Slums und Adkatla Planari Sphäre erschienen. Mein Vorfahr, der Nekromant Lavok, baut die Sphäre als eine Art Reisemittel zwischen der Ebene auf. Und der ist vor über 500 Jahren mit der Sphäre verschwunden. Seitdem wurde sie nie wieder gesehen. Ich habe kein Bedürfnis, meinen Vorfahr zu treffen. Und auch wenn ich ja gelüstet mich dennoch der verhüllte Magier zu helfen, die sich zu sicher zu sein scheinen, dass mein Körper der einzige Schlüssel zur Sphäre ist, lebendig oder nicht.
Die versuchen mich zur Mitarbeit zu zwingen und als ich mich geweigert habe, ihnen zu helfen, deshalb habe ich mich versteckelt. Ich habe gedacht, dass es mir gelungen sei, bis ihr mich gefunden habt. Wir sollten mal vorgehen. Mein Vorschlag lautet, dass wir in die Stadt zurückkehren und die Sphäre betreten. Auf die Art und Weise werde ich erfahren, ob der Lavok lebt. Wenn er leben sollte, könnten wir sein untotes Dasein für alle Mal beenden. Ihr könnt, was auch immer in der Sphäre ist, an magische Schätze oder sonstige Dinge von Lavok, die könnt ihr haben. Nichts davon interessiert mich an einem geringsten. Ihr habt doch 2 von denen abgemurkst. Ja, das habe ich. Es war aber kein Mord. Die haben mich zuerst angegriffen. Ich habe mich geweigert, auf ihren Wunsch einzugehen und bin geflohen, sobald ich mich entziehen konnte. Da kann ich jetzt sagen, schließt euch mir an. Das wäre die freundlichere Variante. Ich ziehe das Wohlwollen der verhüllten Magier in ihrer Belohnung vor. Was hält mich davon ab, euren Körper zu benutzen, um selbst die Sphäre zu betreten? Ich habe Idee, wie mein Blutzutritt zur Sphäre gewähren könnte. Ich weiß nicht, wie die Zauberer mal leicht benutzen könnten, aber das ist ein Geheimnis, das sie bestimmt nicht mit uns teilen würden. Noch werde ich ihnen meins erzählen. Okay. Ich würde sagen, ich attackiere ihn. Wie ihr wollt, wenn das alles ist, was ihr wollt. Walliger wird sich nett als stehende Zielscheibe anbieten. Heute wird der Ruhm unser sein. So, das ist eigentlich ein Charakter, den wir in unserer Gruppe haben können. Aber ich ziehe es jetzt tatsächlich vor, den abzumurksen. Und er hat Blute bei mir verursacht. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber, zack, jetzt ist er tot. Und er gibt leider keine Erfahrungspunkte. Schade eigentlich. So, jetzt gucken wir nochmal noch, was wir da mitnehmen können. Das ist etwas, was nur Walliger tragen kann. Hier, Familienrüstung der Cortalas. Das ist halt etwas schade. Aber wir können hier seinen Leichnam mitnehmen. Und den nehmen wir jetzt mit. Genauso wie sein Katana. Ach, sehr schade. Familienklinge der Cortalas. Naja, wir nehmen es mal mit. Vielleicht können wir es irgendwo verscherbeln. So, Katana auf jeden Fall von der Cortalas. Das ist eine +2 Waffe. Katana +2. Und verursacht Bluten. So. Sein Kadaver nehmen wir mit. Das ist Walligers Leiche. So. Den Kerl nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und dann gucken wir noch, was es hier gibt im Haus. Nur ein Müllring. Katana. Speer +1. Komposit Langbogen. Ja, das Speer können wir noch verkaufen. Und das zeige ich noch fort. Ich warte. So, Ich kümmere mich. so viel zu dem. Ihr müsst eure... Das heißt, wir müssen auf jeden Fall keinen guten Charakter mit in die Gruppe nehmen. Der wird uns sofort türmen, glaube ich, bei unserem derzeitigen Ruf. Und, ich weiß gar nicht, ob der uns wirklich noch begleiten wird bis noch Adkatla. Aber wir wissen, wo wir hier zu gehen. Slums, Sphäre. Okay. Das heißt, gerade eben sind wir aus der Stadt rausgekommen. Und jetzt machen wir den Weg weiter. Die Slums. So, gerade aus der Stadt raus und jetzt wieder rein. Das ging ziemlich fix. Aber wir wurden wenigstens nicht attackiert. Die Sphäre der Ebenen. Da müssen wir hier. So, dafür müssen wir uns erstmal hier sammeln. Räuber attackiert Bürgerlicher. Wo dann? Wo attackiert hier irgendjemand irgendwen? Bürgerlicher stirbt. Army Sau. Geht mal stinke, wenn ich du wär. Naja. So ist es halt im Leben. Dann würde ich sagen, Abdel Adrian, du dort hier. Korkan, du hier. Anomen, du dort. Vikonia. Und Edwin. So. Vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Weil dann kriegen wir nämlich das Familiendrama wenigstens auch nicht mit. Das ist halt ansonsten, wenn der Lavok in der Sphäre gefunden wird, dann gibt es halt so ein bisschen Familienpalaver und das können wir uns ersparen, indem wir wirklich einfach nur den Kadaver von ihm mitnehmen. Gute Idee, das. So, da hoch. Und auf. Walligers Körper löst sich auf, als sich die Türe zur Sphäre der Ebenen vor euch öffnet. So. Seht, den Kadaver müssen wir mit uns rumschleppen. Der hat seinen Dienst erledigt. Der war nichts anderes als ein Schlüssel aus Fleisch und Blut. Und jetzt sind wir in der Sphäre drin. Und das ist halt eine etwas größere Quest, muss man dazu sagen. Sag mir, was zu tun ist. Und ich habe wirklich gehofft und bedacht, dass ich die auf die ekelhafteste Art und Weise löse, die zur Verfügung steht. Okay, das ist einer von den gemeinen Lehmgolems.
Scheiß drauf. Ich Ich lasse warte. die andere angreifen und Abdel ich Adrian kümmere hält mich sich drum. erstmal im Hintergrund. Bis der Korgan attackiert. So, da können wir nämlich von hinten und versuchen. Ja, Lehmgolem ist leider gegen hinterhältige Angriffe immun, aber ich habe ihn nochmal ordentlich eins auf die Schnüsse geben können und habe ihn betäuben können. Sag mir, was zu tun ist. So, das wäre schon mal erledigt. Was Ihr wollt Leute, ihr? geht mal weg. Ich folge euren Befehl. Im Moment. So, du suchst noch Falle, Abdel Ist schon Adrian. geschehen. Wie lange ist es eigentlich bei dir noch bis zum Level? Oh, nämlich so lang. Korgan kriegt sehr, sehr bald Ends. An Nomen müssen wir auch bald damit rechnen. Okay. Also die Ecke hier, die erste 3, die kriegen sehr bald wieder Level. Das dauert nämlich so ewig. So, machen wir hier auf. Machen wir hier auf. Gucken wir mal. Das brauchen wir für später noch, die Kohle. Das nehmen wir mal mit. Das ist Schampel für den Edwin. Kugel plus 2. Vikonia machen wir nur sowas. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal die gute Sache drin. Du kriegst die noch mit dazu. Die 6er, die können wir rausschmeißen. Das ist kein Problem. Ah, nee, Moment. Die 6er kriegt Edwin. Dann kann der nämlich hier noch alles aufrüsten. Das ist sehr schön. Der Schampel kommt da rein. Perfekt. Da sind noch Bolze plus 2. Die kann man nicht so teuer verkaufen. Bresche ist sehr schön. Schlüssel der Ebenen, den brauchen wir. Und der Golemarm, den brauchen wir ebenso. Und hier haben wir noch einen Smaragd. Und das. Und Pfeile plus 2 brauchen wir auch nicht. An Edwin, an Edwin, an Edwin. Die Schlüssel geben wir mal an Korgan weiter, zumal dieser Golemarm auch nicht gerade der leichteste ist. Gerade mal gucken, andere verwandeln. Komm, auf Stufe 4 hat er sowieso kaum Zauber. Die kann er ruhig mal lernen. Bresche hatten wir schon und Hast haben wir auch gelernt. Sehr schön. Okay. Jetzt habe ich alles, ja. Die Pfeile und Bolze plus 2, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das kostet nur unnötig identifiziere, was man nicht hin. Und ja, so ein Quatsch brauchen wir nicht. Ja, wenn es denn sein muss. Du lacht da, du freder sich der Korgan. Ich werde unbemerkt zuschlagen. So, du bist auch noch auf 4. Jawohl, der Hämmers. In dem Becken sieht man Atkatla aus der Vogelperspektive. Die Sphäre der Ebenen wirkt wie ein magisches Leuchtfeuer im Herzen der Stadt. Ja, kein Wunder, dass die verhüllte Magier das erforschen wollten oder haben wollten. 66 Schadenspunkte beim Dampfmephit, der ist kaputt. Und hier scheint der Karteraum auch immer dem Mensch zu zeigen, wo man gerade steckt, auf welcher Ebene, was natürlich recht praktisch ist. So, jetzt wollen wir aber hier durch. Jetzt setzt den Hebel an und zieht. Die Lichter, irgendwas mit den Lichtern. Ihr habt eine Reise durch die Ebenen in Gang gesetzt. Die innere Tür wird sich jetzt öffnen. Ihr könnt die Sphäre nicht verlassen, bis der Meister die entsprechende Erlaubnis erteilt hat. Stand auf der Kontrolltafel. Ja, ja. Der blöde Zwerg macht das schon. Und hier, in den sanften Wellen des magischen Beckens, erblickt ihr ein verwüstetes dämonisches Tal. Ein solcher Ort kann nur die bösartigsten Monster beherbergen. Oh yeah. Genau unser Ding. Kaum der Rede wert. Ich würde uns schon zu den bösartigen Monster dazu zählen. Okay, jetzt kommen die Ritter. Nennt mir euren Namen, bevor ihr näher kommt. Abdel Adrian. Ich bin ebenso wie ihr und euer Gefährte hier gefangen. Gefangen, das trifft's gut. Ich bin Reina und die andere solamnische Ritter, Onwo und Anka, sind jetzt schon eine Zeit lang dem seltsamen Verlies gefangen. Solamnische Ritter? Was ist denn das? Wir sind Ritter, die für die Ehre und das Gute auf Ansalon kämpfen. Das ist eine Welt, die weit von der entfernt ist. Immer die ewige Ehre und das Gute, ich bin's leid, verschwinden. Ihr könnt mir Ehre nicht so leicht verletzen, wie ihr denkt. Wäre das der Fall, würden er bereits tot zu meine Füße liegen. Auf Wiedersehen. Okay. Es hat er euch gegrüßt. Es scheint so, dass euch die kannibalische Kinder noch nicht als Mahlzeit verwendet haben. Das ist gut. Kannibalische Kinder? Westlich von hier wurden wir von kleinen Kreaturen überfallen, so groß wie Kinder, aber mit einem unsäglichen Appetit. Wir haben große Schwierigkeit gehabt, uns aus der Fall freizukämpfen. Waren das vielleicht Halblinge? Halblinge, wenn es Halblinge gibt, die das Fleisch von der Knoche fetzen wollen, um es zu verschlingen und das Mark aus der Knoche zu saugen, dann mögen das wohl Halblinge gewesen sein. Wir müssen vorsichtig sein, wenn er auf sie treffen. Die sind verschlagen und jedem Ritter ebenbürtig. Gehabt euch wohl. Apropos Ritter ebenbürtig und so können wir die abschlachten. Weil ich mag Ritter nicht so besonders.
Gibt es Rohverschlechterung oder ähnliches? So, schlacht man die doch einfach mal ab. So, 2000 Erfahrungspunkte gibt's. Ja, glatte Panzer, helle Barte, ja, so besonders toll war das jetzt nicht von der Ausbeute her. Aber die sind mir eigentlich egal, die Leute. Und von blöde Ritter habe ich echt die Schnauze voll, deswegen machen wir das mal so. So. Das dürfte sich doch relativ gütlich regeln lassen hier mit den Ritter. Ich meine, besonders stark sind sie jetzt nicht und so. Dann eben beim nächsten Schlag. Genau, Korgan, dann beim nächsten Schlag. So, der ist auch kaputt. Gibt 8000 Erfahrungspunkte, weil solche ewig gute, fromme Ritter, die gehen mal tierisch auf die Kletz. Sowas kann ich nicht um mich haben. Geht einfach nicht. So. Und wirklich questrelevant sind die auch nicht. Insofern drauf geschissen. So. Jetzt gucken wir mal, was hier auf dem Tisch war. meinen Rücken noch mit eurer Peitsche bearbeiten? Ach, ein bisschen. Ich meine, wir rasten jetzt. Du stehst doch auf sowas wie Konia, erzähl mal nix. Du haben wir noch Kelbens parierende Peitsche, ein Grad-Zauber. Wenn dieser Zauber gegen ein Ziel angesetzt wird, bannt er einen Zauberschutz des 8. oder niedrigeren Grades. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch für hochwertige Magier im Laufe des Spiels. Und im Laufe des Add-ons. Ich kümmere mich drum. Also Kelbens parierende Peitsche ist definitiv ein nützlicher Zauber. Fleißig gewartet, aber immerhin So. ein guter Ort, um ein paar Knochen zu zerdeppern. Genau, Korgan. Ich werde unbemerkt. Jetzt gehen wir hier rein und schlachten ab, was hier ist. Der Geruch vom Salzwasser ist allgegenwärtig. Wenn ihr einen Schritt machen, sinken euer Füß, Ei und euer Spure füllen sich mit schlammigem Wasser. Shaogin hätten wir hier. Wache des Barons, Shaogin Priester, Shaogin Baron, Priester, ja. Würde ich sagen, wir positionieren uns mal hinter dem. Los, Und ihr attackiert mal den Baron. dann wollen wir uns mal Sagt eure mir, was zu tun Eingeweide ist. anschauen. Genau. Und... Okay, 62 Schadenspunkte habe ich noch hervorgerufen. Der lebt sogar noch. Nicht schlecht. Die machen Standard Wildschweingeräusch, was ich eigentlich auch ganz lustig finde. Okay, Vikonia ist betäubt. Ich warte. Ihr attackiert den Baron weiterhin. Da war da noch ein Priester. Da ist ein Priester, sehr schön. Abdel Adrian, mach dich mal kurz unsichtbar. Und kümmere dich um die Priesterin hier. Sehr schön, schwer verletzt. Was gibt's? Corgi, schlachte mal bitte den hier ab, die Wache des Barons. Ja. Allererst mal auf die Priesterin, so. Ich mag nicht, dass hier irgendein Zauber gewirkt wird. Wenn es denn Korgan ist auch noch aufgelevelt, mir was sehr zu tun, eine schön. gute Idee, das mir zu über. Ich warte. Dann flattern wir mal. Shaogin sind nicht besonders stark, muss man dazu sagen. Die sind eher in der Masse sehr lästig. So, also die beißende Bolze, die sammeln wir jetzt noch ein. Weil in der Masse bringen die durchaus Geld, muss man sagen. So, dann der Blutring, Blutsteinring holen wir uns auch noch. Das und das. Aber Shaogin sind jetzt wirklich nicht besonders stark. Die haben einen euch zu Dienst. sehr geringer Herausforderungsgrad, weil es wirklich nicht gerade sehr starke Wesen sind. So, da haben wir hier noch den Schutzumhang, den kann sie nicht identifizieren, dafür ist die zu blöd. Edwin ist auch zu blöd dafür, gibt's dann das? Oh, yes, das ist leid. Dass ich fast so ein Schampel noch hier das Ding schmeiße. Na gut, Korgan, geht bei dir gar nichts mehr. Geht bei dir nichts mehr, geht bei dir nichts mehr. Ja, Gewitter, dummer Keitel. Kann kein Mensch mehr was tragen. Gut, dann halt nicht. Dann das Dorei, die 2 Granate auch noch hier rein. Beißender Bolzen, das geht erstmal an Anomen. Und Korgan wird aufgelevelt. Der hat wieder jede Menge Rettungswürfe verringert. Die ETB 0 ist um 1 reduziert. Sagenkunde um 1 erhöht und 3 Trefferpunkte. Sehr schön. Sagenkunde hat jetzt insgesamt 3. Na toll. Er hat 3 Angriffe. Sein ETB 0 liegt bei 7. Das heißt, er muss Sieve oder höher würfeln. Er muss Sieve würfeln, um zu treffen. Das ist nicht schlecht. Also er trifft eigentlich so gut wie immer. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Also, alle miteinander. Ich hoffe, das bringt was. Und jetzt wappnet euch, dass die Halblinge euch nicht das Fleisch von der Knoche zwitschern. Und ich jetzt sage, da ich hier meinen Quicksave gemacht habe, mache ich ab sofort hier nur noch meine Festspeicherungen.
Weil, falls die doch irgendwie noch wichtig sein sollten, aber ich glaube eigentlich echt nicht. Selbst wenn man das Ganze gelöst hat, sind die nicht wichtig. Dann sollte ich den Spielstand trotzdem noch irgendwie haben. Wenn es auch nur als Quicksave ist. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Genau, das wärst. So, das sind jetzt 3 Halblinger. Halblingkrieger. So, Asche zu Asche, Staub zu Staub und so. Dann haben wir niedergeknüppelt. Und der macht... Ah, scheiße, der kann ich nicht mit zumachen. Na gut, da gibt es halt offen die Konfrontation mit dem Knaber. Oh, da kommen sie aber arg schwert wie die Flieger. Erstmal das töte, was bei der ist. Oh, da ist mein Handy gerade arg gegangen. Verflixt nochmal. Ich merke, dass ich es nicht ausgeschaltet habe von der Sounds her. Okay, erstmal Dilo-Killer jetzt. Die wollen unserem Edwin was. So, alle drauf auf den. Und jetzt alle drauf auf den. Gewittert, du Keitel. So, was habt ihr denn bei euch, Jungs? Ich weiß, dass ihr nur Müll bei euch habt, aber ich will es der Liebe Leid zeigen. Hätten nur Helm, stinknormale Morgenstern und eine Kettehemd. Es gibt ein paar von den Halblinger, die haben durchaus richtig gutes Equipment, aber die kommen erst noch. Also hier die Halblinge tatsächlich. So, dann müssen wir erstmal da entlang. Decken hier die Karte noch auf. Dann gehen wir erstmal dort hier. Ein blutverschmierter Halbling sitzt auf dem Bodder und kaut eine menschliche Bär rum, an dem noch Fetze von einer verdreckten Lederrüstung hängen. Er guckt auf, lächelt und meint, mehr leckeres Essen. Fresse. Entschuldigung. Alla hopp, wenn das so ist, dann speichern wir hier noch einmal. Die dumm. Ich warte. So. Ich werde Ihr seid des Todes. Wo sind sie dann? So lungern sie rum. Okay. Habt ihr nichts Besseres? Eines Tages. So. Edwin, Eines Tages. Feuerball. Edwin, Feuerball. Nochmal, noch dann Inkerctus. So, 2 habe ich ziemlich mal zerfetzen können. Und jetzt gehen wir alle auf die gute Toga an. Denn der hat die Toga an. Okay, Togan ist tot. Und wir haben einen schönen Bogen von dem flattern können. Kompositlandbogen. Ich glaube, das ist der Herzsucher +3 oder so hieß das Ding, glaube ich. Wir lassen es draußen identifizieren, weil hier gibt es auch einen Gegenstand, den ich unbedingt habe mag zum Identifizieren. So, da sind noch ein paar andere Knetköpfe. Kayadi, Mogadish und Entu. Ja, so ist es halt. Meister, was darf ich jetzt für euch? Der war dem Tode nah, das heißt, der kriegt erstmal ein magisches Geschoss auf die Fresse gezwirbelt. Oh, verflixt nochmal. Das bricht nicht durch. Okay, Vikonia, du hast keiner mehr, Zu okay. euren Diensten. Dann pfeif du hast keine 8, na herzlichen Glückwunsch. Dann Edwin, pfeif du mal eine Magie-Bannerei. Und los, Edwin. Ich glaube an dich. Hier was zu tun ist. So, der ist schon kaputt. Irgendwas hat doch nicht funktioniert mit dem Magie-Bann. Der hat Irrgarten auf Abdel Adrian gewirkt. Das heißt, der ist so lange erstmal in einem Irrgarten fest und fällt dann aus für die Kämpfer, wie seine Intelligenz oder seine Weisheit, glaube ich, hoch ist. Also das dürfte nicht ewig lang dauern, aber es ist auch nicht gleich jetzt, dass er wieder zurückkommt. So. Und was darf es jetzt sein? Es darf erstmal furchtbannend sein, mein Lieber. Was wollt ihr? So, noch einmal. Alle auf den Dachschädel drauf. Das gilt auch für dich, Herr Anomen. Was ist nun los? So. Kommt schon, belästigt jemand anderen. Ja, zwirbelt ja schon mal einen Trank rein. Da ist er ja wieder, der Abdel Adrian. Zack, drauf von der Wetter. Ja, das ist halt ätzend bei deinem Magier. Wenn die ihr Zauber aktiviert, dann hat man ein kleines Problem. Aber er ist wenigstens mit seiner Flegel der Zeitalter Zusatztreffer durchgekommen. Okay, der hat nur Müll bei sich gehabt. Der auch nur Ketthemd und Keule, absoluter Müll. Kohle brauchen wir, die Handschuhe brauchen wir auf jeden Fall. Und 25 Gold. So. Ogerkrafthandschuhe, Hände von Tokok.
Die Hände von Tarkok sind genau das, was der Name besagt, nämlich seine Hände. Er verlor sie, als er einem fremden Mann beim Überqueren des Grats der Welt angriff. Das ist ganz im Norden noch Hinani-Winter. Dort wohnt auch unter anderem Klauth. Nicht Klaus, sondern Klauth, der uralte rote Drache, der wahrscheinlich auch ein Sohn der Tiamat, der Drachegöttin, der chromatische, also farbige Drache ist. Es stellte sich heraus, dass der geheimnisvolle Mann ein Magier mit unglaublicher Kraft war und er verwendete Tarkoks Hände, um dieses Paar Handschuhe aus Ogerleder zu erschaffen. Kotz. Stärke wird zu 18. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Unser gute Vikonia heute durch diesen Fleischerhammer schon Stufe Stärke 18. Das heißt, die kriegt jetzt die Ogerkraft-Handschuhe. Die Ogerkraft-Handschuhe sind auch für später insofern nützlich, dass die Dinger... erstmal Massenheilung. Dass die Dinger für den legendäre Hammer Kromfair benötigt werden. Deswegen ist das Ding auch sehr wichtig und deswegen ist es auch unglaublich wichtig, dass man hier die Quest mit der Sphäre der Ebenen macht. So. Jetzt haben wir das Halblingsdorf durch und können weiter hier im Text. Das heißt hier durch. Und da kommen ein paar Kreaturen, ein paar Spinne und Waldschrater. Das heißt, deswegen wieder Kommando zurück. Und ihr Krieger fangt ab, was da kommt. So, ihr dort drauf. Und du pfefferst so ein magisches Geschoss auf so einen Waldschrat. Und ich glaube, der kann noch eins vertragen. So. Okay. Korkan macht den kalt und dann macht den ja. So, perfekt. Dann plündern wir, was die noch haben. 8 und ein Jadering. Okay, sehr schön. Dann alle wieder sammeln hier. Und dann haben wir nämlich hier das nächste, was uns erwartet. Das scheint eine Kontrolltafel zu sein, die etwas mit der Herstellung eines Eisengolems zu tun hat. In der Röhre über der Kontrolltafel steht ein lebloser, nur teilweise montierter Golem. Dem Golem fehlt ein Arm und der Kopf. Ein Arm haben wir zumindest. Da ist noch ein Smaragd. Kohle brauchen wir auch noch. Und Buch der Golems. Handbuch der Wächter-Golem-Konstruktion von Lavok, Herr über die Sphäre der Ebenen. Endlich ist es mir gelungen, einen Wächter-Golem zu erschaffen, der ideal für die schwierigen Aufgaben geeignet ist, meine Sphäre von planaren Kreaturen zu säubern. Er ist äußerst kampfstark und hat erst kürzlich eine ganze Horde von Drettchen und Chasmen zerstört. Der Golem wurde jedoch bei diesem Angriff beschädigt. Ich mache diese Notizen, damit ich nicht vergesse, wie ich einen Ersatz für den Golem herstellen kann, falls er je zerstört werden sollte. Anmerkung für mich: Ich wollte es vermeiden, gegen planare Wesen zu kämpfen. Das ist ziemlich anstrengend, schwierig und sollte besser dem Golem überlassen werden. Ein normaler Golem dieser Art benötigt 2 Beine, 2 Arme und einen Kopf. Ich sollte darauf achten, dass die Bewohner der Sphäre meine Ersatzteile des Golems nicht stehlen. Es wäre ziemlich frustrierend, wenn ich die Teile selber wieder zusammentragen müsste. Der schwierigste Teil kommt, sobald der Golem im Arbeitsraum zusammengefügt wurde. Um den Golem zu aktivieren, muss man... Leider sind die restlichen Seiten verkohlt und nicht mehr zu entziffern. Na, großartig. So macht es doch Spaß. Das heißt, es geht erstmal hier in unseren Schriftrollebehälter. Und... Wir haben wir hier nicht. Da geht's nochmal Tür weiter. Aber das ist verschlossen. Ja, wenn es denn sein muss. Können wir aber knacker. So. Hier geht's auch noch weiter. Moment. Ich werde unbemerkt zu Ich glaube aber, hier war eine Falle. Wenn ich mich richtig erinnere, war hier eine Falle. Gerade mal gucken. Nö, anscheinend nicht. Okay. Aber hier waren jede Menge Falle. Oh, das sind wieder ein paar Halblinge. Hallo, Halbling, Freund. Zack, dich habe ich gleich mal niedergeknüppelt. Und jetzt zu dir noch. So, Corgi hinterher. Anomen auch noch hinterher. Wer sieht das? Vikonia und Edwin können auch noch Nachfolger. So. Sag mir, was zu gute Idee, das mir zu übertragen. Die haben nur Müll bei sich. Und Abdel Adrian kann jetzt noch Feuer, sag ich. Kann jetzt noch Falle gucken. 3 Holzkohle-Dinger haben wir bei uns. Das ist ein Haufen Kohle. Wer hätte es gedacht? Und da haben wir 3 Öfe. 3 Öfe. So rum. Und das können wir dann dafür noch verwenden. Waren hier nicht Ich irgendwo versinke Falle? in Na gut. Erinnerungen an einen Ort wie diesen. Dann du dort hier. Unerfreuliche Erinnerungen. Im Moment. So, warte mal.
Und zack, da haben wir's. Dieser Schmelzofen benötigt Kohle. Dieser Schmelzofen ist in Betrieb. Aus den Flammen bildet sich ein Feuerelementar, der sofort angreift. Natürlich. Vitos! Ich kümmere mich drum. Okay, Vikonia hat auch mal einer Sag mir, erledigt. was zu tun ist. Ist schon geschehen. Dann dasselbe Spiel hier. Ich warte. Ich bin dabei. Ja, dieser Schmelzofen benötigt Kohle. Und dann kommt schon ein Feuerelementar rausgestürmt. Und ach, der ist kaputt. Ich halte das für ein sehr angenehmes Wenn es denn Arrangement. sein Ich muss. wusste doch, dass da noch irgendwo Falle war. Okay. Und da ist nochmal einer. Gute Idee. Eieiei, und was der für einen Schleier mit sich zieht. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir nämlich hier die Tür geöffnet, indem wir die Öfe befeuert haben. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, das gucken wir uns dann morgen wieder an bei Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.